Wir reagieren auf Militärmarsch, 101 Kilometer Leiden und wir gehen rein. Der ist am Ende. So, wir haben jetzt gestartet mit dem 101 Kilometer Marsch. Schmerzen werden nicht aufhören. Den müssen sie nachschieben. Das ist abartig. Da ist einer abtransportiert worden. Hast du auch das Militär gemacht? Ja, ich habe das Militär gemacht. Ich bin ausgehoben worden als Panzerjäger. Gibt es heute nicht mehr. Hatte dann aber eine Umteilung aufgrund von einem gesundheitlichen Vorfall und bin nachher einfach den Rest eigentlich im Büro gehockt, zum Truppenbuchhalter umgeteilt worden. Und habe letztes Jahr meine RS oder meine Dienstpflicht vollendet gehabt. Also alles schon geleistet. Komm, genau. Füße nicht festschlüpfen. Das fühlt sich absolut komisch an, den wieder zu schicken. Es ist extrem leislich jetzt plötzlich, oder was? Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Ich kenne mein Motto. Umso schneller Sie marschieren, desto weniger lang müssen Sie leiden. Geiles Sieg! 88 Schritt. 89 Schritt. 89 Schritt. Ja, ich glaube lieber ausruhen, ne? Ach du Scheiße, ey. Let's go. So viel habe ich nie gemacht, Chat. Ich habe immer noch mega Respekt vor dem. Es ist gleich geil, wenn du so etwas schaffst. Gell, Schmutzli? Das ist nicht. Ich bin auf dem Weg zu einer der körperlich grössten Herausforderungen von meinem Leben. Und das als einer, der mit dem Militär bis jetzt so gar nicht am Hut hatte. Okay. Ich laufe mit beim 101 Kilometer Marsch von der Infanterie-Offiziersschule 10 Liestal. Ich weiss im Fall nicht, wie mein Körper wird aussehen nach 101 Kilometern. Aber im Moment spielt es für mich auch keine Rolle. Weil egal was kommt, ich will meinen Körper einfach ins Ziel bringen. Ja, schau wie herzig. Er muss sogar seine Marken abdecken und so. Also seine Brand, die er anhat. Wie gut. Okay, was denkt der Chat? Wie weit kommt er? Ich will einmal guesses. Wie viele Kilometer läuft er? Läuft er 101 Kilometer durch oder wo steigt er aus? Ich war vor dir, sehr geil, Schmutzli. Sehr nice. Ich sage 80 macht er. 35. 30. Ja, wenn er 80 macht, dann macht er das wahrscheinlich auch fertig. Er zieht jetzt durch. Er zieht jetzt durch. Ihr habt, okay, alles klar, Chat. 60. Wir schauen. Ich habe das Mal das Bessere losgezogen und darf diesen Monstermarsch in der Ambulanz begleiten. Der gehört zum Medical Team. Patrouille mit und unterstütze den Truppenarzt Sandro Baumgartner. Ich bin gespannt, ob Hey, der Namensvetter, let's go! Und das ist der Willi. Willi, du geile Sieg, let's go. Wo irgendwelche Probleme haben, bis es ist ziemlich ruhig war. Vor dem Marsch untersuche ich die Aspirantinnen und Aspiranten. Und währenddem bin ich zur Stelle, wenn es einen Notfall gibt. Hätten wir den Sack anschauen jetzt vor dem Marsch. Und dann geht's Wow. los. In der Nähe von Geil. der Kaserne stehen 2 Super Puma parat. Mit so einem bin ich auch mal geflogen, Chat. Ganz ein krankes Erlebnis. Ist wirklich ganz anders als Flugzeug. Und da einboten, ausboten, du fühlst dich wie im Film. Also wirklich wie Hollywood. Sie fliegen mehr und 91 Aspiranten und 7 Aspirantinnen zum Startpunkt vom 101 Kilometer Marsch. Das Militär fährt das grosse Geschütz auf. Beeindruckend und beängstigend gleichzeitig. Schaut wie geil, wenn man so an der Seite hocken kann. Beim Schloss Hallwil ist der Start für den Marsch. Das Hallwil. Bin hier nur ich. Alle anderen haben bereits eine Durchhaltewoche hinter sich. Die letzten 6 Tage haben meine Kameraden und Kameradinnen alles abverlangt. Sie sind rudern mit dem Schlauchboot, stundenlang marschieren und unzählige Stege auf und runter gelaufen. Wenn du überlegen, durch die Woche und am letzten Tag haut es den 100 Kilometer Maschine. Das ist halt schon bitter. Da bist du schon fast gebrochen und alles und musst noch richtig einmal auf die Zähne beißen jetzt. Und das alles mit wenig Essen, Schlaf und einem Duschverbot. Morgen miteinander! Morgen! Bonjour! Bonjour! Buongiorno! Buongiorno! Hey, voilà! On est là! Vous êtes là! Der den Ton angibt, ist der Oberst Marcel Winiger, Kommandant von der Infanterie Offiziersschule 10 Liestal. Auch wenn alles Offiziersschule 10.
sich gegen diesen Schritt sträubt. Durchhaltewillen bedeutet, nicht nur für sich zu marschieren, aber auch für den Kameraden neben ihnen gemeinsam. Der Durchhaltewille von allen wird in den nächsten 24 Stunden auf eine harte Probe gestellt. Wo schon jetzt sind alle am Anschlag. Du musst dir einfach vor Augen führen, hey, schau, in 24 Stunden ist es vorbei. In 24 Stunden ist es einfach durch und du hast es dann. Du hast es hinter dir. Und wenn du das vor Augen hast, dann glaube ich, dann hast du das richtige Mindset auch zum Voranpushen, oder? Weil da in so Übungen wächst man so krass zusammen. Die Kameradschaft ist ja ohnehin schon gut bei all den Aspiranten und bei denen, die weitermachen und so. Aber so etwas, wenn wirklich zusammen durch die elende Scheiße musst, ich glaube, da wächst du einfach nochmal brutal zusammen. Wir sind jetzt am Ende dieser Durchhaltewoche. Jetzt steht der 101 Kilometer Marsch bevor. Was ist bis jetzt passiert? Also bis jetzt sind wir seit 6 Tagen schon unterwegs. Sie sind viel gelaufen, haben wenig Schlaf gehabt, fast nichts gegessen und haben unter diesen Umständen aber auch militärische Aufträge erfüllen. Und heute sind sie da. Geil, super. Um in der letzten Phase den 101 Kilometer Marsch zu machen. Und was ist der Grund, dass man das überhaupt macht, so einen Marsch noch am Schluss? Ja, es geht halt einfach noch einmal zu zeigen, den Durchhaltewillen rauszukitzeln bei den Leuten. Ja. Aber mir geht es auch vor allem darum, den Leuten das Vertrauen in ihre eigene körperliche Leistungsfähigkeit aufzuzeigen. Dass sie ein gutes Gefühl haben und sagen, hey, auch wenn ich das Gefühl habe, ich mag nicht mehr, es liegt noch etwas drin. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, Chat. Ganz ein wichtiger Punkt. Unser Körper, wenn unser Geist oder wenn unser Kopf nicht mehr will, unser Körper, der kann noch. Oder auch umgekehrt, wenn unser Körper mal nicht mehr kann und unser Geist uns noch pushen kann, wir mögen noch. Und das ist richtig geil und richtig krank. Und in so einer Übung wird das eben richtig rausgekützelt. Ich habe nächsten Montag Soldatierung, habe aber die Spens. Irgendwelche Tipps? Die Spens abgeben. Und dann wird das dort angeschaut. Am Marsch liebt Chat machen wir das auch. Eine Community-Wanderung, Chat. 100 Kilometer mit der Community. Mit einmal übernachten und dann weiter. Das wäre krass. voll Dessert, weil es die Krönung dieser Durchhaltewoche ist. Exemplo! 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 Du bonne chance. Bonne Chance. Zugführer übernehmen. Und los geht's. Also, es wird ernst. Er ist nervös. Ich schleppe meinen Körper ins Ziel. Ja, geiles Sieg. Er zieht durch. Chat. Ich glaube, er macht das. Für dieses Experiment habe ich 8 Wochen vor dem Marsch mit dem Training angefangen. Ah, er hat wirklich dafür trainiert. Das ist nicht wirklich nach Plan gelaufen. Ah, okay. Ich musste schon erste Massnahmen ergreifen bezüglich Schmerzen. Blasen habe ich primär in diesem Gebiet. Ja, wenn er das erste Mal mit der Schuhe läuft. Aber für die sind die Schuhe wie Finken. Halt, oder? Also bei uns auch. Irgendwann sind die Schuhe wie Finken gewesen. 3, 2, 1, go! Sehr geil. So, Die vor uns liegt, hohe Moral. in sich. Start ist beim Schloss Hallwil. 2-mal machen wir einen Halt vor einer halben Stunde. Der erste ist bei der Kaserne Aarau. Boah! Und der zweite beim General Willenhaus. Ziel ist die Kaserne zu Liestal. Das ist halt schon krass. 101 Kilometer. Einmal links dumm und dann bist du wieder dort oben. Das würde mich am meisten abfucken. Immer eins mehr macht. Andere Offizierschulen machen nur 100 Kilometer. Unterwegs bin ich mit dem Zug Charlie. Den Zug habe ich gestern schon in der Kaserne zu Liestal kennengelernt. Aber das ist so richtig typisch, dass 101 Kilometer machen, dass eine mehr haben als andere, die 100 Kilometer machen. Das ist so richtig das Militärego. Dass so jeder will besser sein als die anderen und jede Gattung und jede... Mann, kann ich es sagen? Jeder möchte einfach zeigen, dass er der Bessere ist als der andere. Das hat schon ein bisschen etwas Militäriges. Das muss man schon lassen. Vom Militär wird mit der Aspirant Funktion, jede Funktion. Danke. als Buddy zur Seite gestellt. Seine Aufgabe, mich während dem Lauf zu unterstützen und mitzunehmen. Vom Donnerstag bis heute war es nicht ohne. Und das ist natürlich ein richtiger Push, wenn du hierher kommst und weißt, so,
Jetzt das Schlimmste ist vorbei. Ja. Mal gehen spazieren morgen noch ein bisschen. Und Ja. zurück jetzt Käse mit. Ja. Und dann bringst du das Ding heim. Bis zum Schluss. Ja, Also, genau. machen wir das. Und gut zusammen. Dann lasse ich dich noch ein bisschen Geh spazieren. Merci vielmals für die Tipps, gell, Adrian. Ja, heftig. Heftig. Er schießt sich in die Hose. Scheiße. Militär ist für mich eine fremde Welt. Hallo Wegen einem Matthäus. tiefen BMI-Wert im Jugendalter habe ich Zivilschutz gemacht. Was? Wegen einem tiefen BMI? Normalerweise hört man es wegen einem zu hoch, aber wegen einem tiefen finde ich jetzt krass. Hallo, Margot Pisali. Vor dem ins Bett gehen gibt es vom Hauptadjutant Roger Christen als Übungsleiter noch ein paar Tipps. Sie kennen mein Motto. Umso schneller Sie marschieren, desto weniger lang müssen Sie leiden. Ganz einfach. Wenn die Schmerzen beginnen, ist das nur ein Zeichen. Was für ein Zeichen? Sie leben noch. Geil. Geil. Geiles hier, geiles Mindset. Mit einem mulmigen Gefühl ins Bett. Zusammen mit meinen neuen Kameradinnen und Kameraden. Boah, auf so einer Scheiße. Und dann dürfen sie nicht mal auf einer normalen Matratze pennen, sondern sie nur so ein scheiß Mätterli, Alter. Das ist ja auch Horror. Aber hauptsächlich nicht draussen pennt vor dem Marsch. Nach 1 Stunde 6 Kilometer. Schon ein rechter Pace, den wir jetzt haben. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, das zu halten. Magopi, ja, ich glaube schon gehört. Es geht jetzt noch 23 Stunden. Von dem her noch einiges vor mir. Was mich überrascht, schon jetzt spüre ich einen gewissen Team-Spirit. Ich fühle mich gut aufgehoben. Es ist ein Miteinander. Wie geht's bei dir, Adrian? Tipptopp. Tipptopp. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Wir sind Schritt für dabei. Schritt. Jetzt sind wir durch. Chat, danke für 11k Likes. TikTok, merci vielmals. Mit der Sanitätspatrouille los. Wir haben jetzt gerade den Befehl bekommen, dass wir unseren Stützpunkt verschieben. Und der kuttert da im Sanikarren ein bisschen hin und her. Das ist ja, er hat den Schöckeli-Job gezogen vor den Beinen. Er hat Glück gehabt. Das machen wir gedeckt, getarnt, also man darf uns nicht sehen. Die Aspiranten sollen nicht auf die Versuchung kommen, den Wagen zu sehen und schon mal irgendwelche Hilfe zu beanspruchen. Ja, Machen wichtig. wir das Ganze jetzt im Stillen. Geil, Magopi, geil. Als Vorbereitung auf diesen Marsch bin ich als Militärarzt schon gestern im Einsatz gewesen und habe zusammen mit dem Truppenarzt die Aspirantinnen und Aspiranten, die gesundheitlich ein bisschen auf der Kippe stehen, durchgecheckt. Das finde ich aber geil, dass immerhin durchschaut. Jetzt habe ich ein bisschen wie an einem blöden Zeitpunkt passiert. Aber das finde ich geil und mega wichtig, dass sie vorher auch einen Check machen. Sehr, sehr wichtig. Der sogenannte Wolf zwischen den Beinen. Viele kommen mit Blattern. Shit. Zwei haben eine starke Verkältung, aber alle wollen an den Start. Ja, logisch. Das lässt du nicht nehmen, wenn du schon davor bist. Auf dem Notfall oder die Praxis hat jetzt so einen krank geschrieben und jetzt einen so in 100 km Marsch zu schicken, da habe ich schon ein mulmiges Bauchgefühl. Ich bin da zum Medis rausgeben. Das eher ungern, wo eigentlich wäre Bettruhe angesagt. Ja, Ich also. bin gespannt, ob ich morgen wieder jemanden von denen behandeln muss. Lutschtabletten. Ja, gut, also die kannst du jetzt rausgeben. Angina MCC. Sie sehen, hier den Pace zu halten. Das ist recht anstrengend. Jetzt sind sie so gefallen durch. Hat er so gesehen. Jetzt sind sie dann um den See, oder wie? Die Crew ist einfach in diesem Tempo seit 3 Stunden unterwegs. Komm ich ein bisschen zurück. Und sie wieder sagen, hey, schnell laufen. Von dem her nichts mit Pause. Den Verpflegungsposten haben wir gehabt. Schnell einen Griff in die Kiste und weiter geht's. Alter, die haben nur Scheißverpflegung. Ja, schmerztechnisch Druck stellen, am Grosszeichen bauen und am Fußrücken probiere zu akzeptieren und auszublenden. Weil es ist noch einiges vor mir. 24 Kilometer, 4 Stunden. Ich muss merken. SMD. Schmerzen, Motivation. Durchhaltevermögen. Genau, die 3 Sachen. Was hat er für ein Band um den Bauch? Ah, das kann die Flasche so dort rein tun. 10. Und weil es so schön ist, wird auch noch ein bisschen gerannt. Meine Knie finden das so gar nicht lustig. Ja, aber weil es ein bisschen durch abgeht. Die Schmerzen ausblenden im Knie raus. Du kannst im Fall alle anderen Gesichter auch anschauen, es hat jeder irgendeine Beschwerde. Ja, Das stimmt. das ist so als Arzt nicht. Nein. Ich glaube, es gibt die wenigsten, die 101 Kilometer laufen ohne Beschwerde oder irgendetwas. Weit wie es geht, schaffen. Ja. Bei uns läuft im Gegensatz zum Afrit nicht so viel. Wir bleiben mit dem Auto in der Nähe. Aber zu tun
haben wir eigentlich nichts. So, U-Boote! Stützpunkt angekommen. Ist jetzt nicht so idyllisch wie beim ersten Mal neben einem Schloss, aber ich würde sagen, gedeckt, getarnt, das passt. Das Warten erinnert mich an meine eigene Militärzeit als Sanitätssoldat. Er ist wirklich Sunny, geil! Dass es dann gegen Abend schon noch hektisch wird. Jetzt stehen sie einfach dort, Ich oder? merke schnell, die angehenden Offizierinnen und Offiziere sind einiges trainierter als ich. Ja, Und logisch. ihr Motto: niemand wird zurücklassen. Auch ich nicht. Ich habe recht Schmerzen und bekomme aber gute Hilfe von Adrian, um nochmal durchzubeissen. Und auch nach 5 Stunden ist der Pace immer Das ist noch auf 30 km/h, auf 30 Kilometer sind oder so. Der Zugführer gibt das Tempo an. Das ist der mit der Fahne auf dem Rücken. Ah. Der Kommandant Okay, wartet jetzt, auf uns. jetzt säckelt er. Das Ziel ist, dass alle ans Ziel kommen. Und sie müssen immer einschätzen, möge das Tempo alle durchzuheben. Und wenn einer ein bisschen, ja, ist alles gut, oder? Dann mal vielleicht in die Augen schauen und wirklich abschätzen, jetzt gehen wir vielleicht einen Schritt kürzer. Afrid, wie geht's? Geil, er ist voll am Arm. Nein, schau dir an, der Arm sich. Nein, er wird komplett auseinandergenommen. Oh nein. Come on. Bro, zieh durch. Ja. Das Tempo ist ein bisschen hoch, he? Das Tempo ist recht hoch, Das ist echt hoch, ist zu hoch für dich. Schon ein hoher Pace, ja. Was meinst du? Magst du noch? Willst du noch weiterziehen? Hey, ich will schon. Let's go, Bro. Du musst dranbleiben. Aber hast ich du muss gesagt. wirklich, ich will nicht Yes. die Truppe zurückhalten. Ja. Ist gut. Ist gut, ja. Gib ihm, Bro, gib ihm. Du könntest das Tempo... Für die 101 Kilometer dürfen Oh, aber er tut die Füße nicht mehr so richtig schön winkeln und alles. Oh. wir insgesamt 24 Stunden haben. Wir sind voll im Zeitplan. Sogar schneller, als wir eigentlich müssten. Mein Zug behaltet den Pace aber immer noch oben. Bitte, komm noch ein bisschen. Noch ein bisschen, es ist nicht so Einfach schlimm. eben noch nicht dran denken. Komm. Achtung! Oh, es läuft auch eine Frau mit, hä? Respekt. Finde ich ganz geil. Jetzt, komm, genau. Füße nicht festschlüpfen. So weh. Komm on, Afri. Mit jedem Kilometer werden die Schmerzen immer extremer. Ah, komm, Ich Bro. frage mich, wie lange ich das noch aushalte. Bis zum Ende, Bro. Ich habe jetzt gerade das Telefon bekommen von meinem Redakteur. Wir haben natürlich begleitet, den Afrid. Und es sieht so aus, als man gleich nicht mehr. Nein. Jetzt mega schnell auf Gränichen und schauen, ob wir ihn empfangen können und ob er vielleicht gleich noch ein paar Kilometer schafft oder ob wir sagen, nein. Komm on, nein. Push durch, Afrid, push durch. In Grenchen sind sie jetzt. 86 Schritte. Oder Grenchen, nicht Grenchen. 88 Schritte. 88 Schritte. 89 Schritte. 90. 291, 292, 293, 303, 304, Wow, geil gefilmt. 306, 307, 308. Ich bin mega gespannt, wie es nicht der Afrid aussieht. Und in welchem Zustand das er ist. Jetzt bin ich gespannt. Durchlaufen. Gesehen? Ei. Der Bro ist am Arsch. 101. Oh, Scheiße, er muss richtig. Er lernt richtig rein. Kollegial mit seinem Kompagnon. Afrid, Nach 36 Kilometern. hey. Props, Alter. Props. Aber sie haben mich mega geholfen. Merci vielmals. Hey. Wie geht's dir? Come on. Hey, es ist der Pace. Sie laufen so schnell. Ja. Das ist ja absurd, wie schnell sie laufen. Ja, sie sind schon weiter. Ja. Ich glaube, die holen wir nicht mehr auf. Ja, Mann. Oh nein! Ja, aber er hat halt wirklich kein Training gehabt. Es ist schon nochmal different. So, Bro. Nee. Oh nein. Fuck. Shit, Alter. Ja, aber ich verstehe ihn auch. Du nimmst dir so vor, dort mitzumachen, mitzugehen, zeigen, was du kannst und so. Und nachher musst du abbrechen. Der Aschis bleibt. Oh Mann. Ihr Ziel ist nicht 101 innerhalb von 24 Stunden. Ihr Ziel ist 101 so schnell wie möglich. So schnell wie Ja, möglich. klar. Und 101 so schnell wie möglich. Das ist heftig. 36 Kilometer hat der Afrid geschafft. Chat, wie viele andere gesagt? Wer hat 40 oder 30 gesagt, Chat? Irgendjemand hat 40 oder 30 gesagt. Warte, vielleicht finde ich es noch. Ronan hat gesagt 30, Jasmina 60.
Irgendjemand hat doch gesagt 40. Schrodi hat gesagt 35 und er hat 36 gemacht. Das ist insane. Applaus, Schrodi. Fürs Einschätzen von seinen Kameraden. Sehr stark, Schrodi. Okay, wir schauen weiter, Chat. Weit entfernt von 101. Aber laut Statistik wandert ein normaler, fitter Mensch am Tag Maximum um die 10 bis 25 Kilometer. Okay. Ihn ein kleiner Trost. Ja, das glaube ich. Für den Afrit ist hier fertig. Bis auf Gränichen ist er gekommen. Für mich in der Ambulanz geht es aber noch weiter. Meine Nacht ist noch lang. Da gibt es sicher noch die eine oder andere Überraschung. Alter, das musst du noch hinten durch, ey. Scheiße. Der Afrit wäre wahnsinnig gerne noch bis zum ersten Halt in die Kaserne Aarau mitgelaufen. Oben! Sein Körper und der Kommandant haben aber für ihn entschieden und ihn aus dem Rennen genommen. Geil, wie es die Hymne spielt. Richtung hoch. Mit so einem gewaltigen Carbonara. Viel Kohlenhydrat. Die werden jetzt wieder aufgefüllt. Mit Spaghetti, Berliner und Getränk. Berliner, let's go. 30 Minuten geht die Pause. Die Marschzeit wird gestoppt. Und für mich geht es im Sanitätsauto in die Kaserne Aarau. Er pennt aber auch fast ein, schaut. Und alles tut weh. Kann ich dir irgendwie helfen? Es sieht absolut Uiuiui. aus. Ja, das ist auch noch kalt. Das Zittern vom Afrit ist eine ganz natürliche Reaktion. Ja. Gehen wir etwas essen? Ja. Ist gut. Crazy Ihm Typ. fehlt einfach Aber geil. Energie. Boah, heftig. Wow, Chat, schaut das mal an. Schaut das mal an, wie der zittert. Der Junge ist so am Arsch, 36 Kilometer, genau. Der hat so durchgemacht. Schaut jetzt, wie er zittert, Chat. Schaut. Boah, heftig. Und jetzt. Oh mein Gott. Kurzes Macher. Fazit vom ersten Pausenposten. Wir haben 2 Aspiranten, die wir wieder zurückverlegen müssen, weil sie Schmerzen am Zehennagel oder am Fuß haben, wo Okay. sie nicht mehr weitermarschieren können. Und leider den Afrit müssen wir auch leider verabschieden. Chat, das ist auch noch, wenn du einfach nur am Zechennagel ein bisschen Schmerz hast, dann bricht dich das, wenn wegen dem musst du 100er abbrechen, glaube ich. Ich glaube, das kann dich recht mental brechen, vor allem wenn du gerne im Militär bist. Aber jetzt bin ich gespannt, was die 2. und 3. Etappe mit sich bringt. Für mich ist Endstation. Für mich Zug Charlie geht es aber wieder weiter. Richtung General Willenhaus. 30 Kilometer und fast 600 Höhenmeter Oh mein bis Gott. zum nächsten Stopp. Das geht auch nach Substanz. Ja. Und das merkt auch mein Buddy, der Adrian. Sind viel am Nachgehen. Viele merken erst jetzt, was es heisst, oder? Aber die motivieren wir schon. Der ist ein geiler Sicht, Adrian. You're right! The fish is so many you left! You're right! Your mama, your daddy, your sister, your brother, the dog, the cat, the fish, is so many you left! Es sind fast 100 Geil. Personen an den Start gegangen. Aufgeteilt in 4 Züge. Alpha, Bravo, Charlie und Delta. Sandra, realistisch, wie viel hättest du geschafft? Jetzt nicht so viel wegen der kaputten Achilles. Vorher, weil ich aktuell nicht so viel bin, wahrscheinlich auch irgend so um die 35 rum, denke ich. Irgendwo dort. Ich kann mich recht pushen im Kopf, wenn es sein muss. Das weiteste, was ich gemacht habe, sind, glaube ich, 50. Aber ich bin nicht in Topform, bei weitem nicht. Darum wahrscheinlich auch etwa um den gleichen Dreh herum, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, ich habe letztes Jahr mit dem Schrodi zusammen, haben wir wie viel gemacht? Schrodi, wie viel haben wir gemacht? 25 oder so, irgendwie etwas? Oder irgendwie so, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie etwas um den Dreh herum haben wir gemacht. 30 haben wir gemacht. Ja, also ich denke, wenn es um alles geht, könnte ich mich schon noch weiter pushen, ja. Aber eben, bin nicht in Topform, darum schwierig. Attack! 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 Gut, wir gehen jetzt zur Klasse Bravo. Wir haben über Funk mitbekommen, dass einer nicht mehr G-fähig ist. Wie schlimm das ist, wissen wir nicht. Okay. Ich bin gespannt, wie es ihm geht. Ich meine, das ist doch ein rechter Marsch, den sie hinter sich haben. Nicht mehr gehfähig. Gut 70 Kilometer hat der Zug Bravo schon hinter sich. 70? Der Aspirant ist lethargisch. Er hat einen richtigen Erschöpfungszustand. Würde er weiterlaufen,
könnte es zu einem ernsthaften Herz-Kreislauf-Problem. Das ist crazy. Wir geben ihm Flüssigkeit und etwas gegen die Übelkeit. Ich würde das auch gerne mal machen. Ja, ich würde es auch gerne wieder machen. Ich freue mich, wenn ich wieder fit bin, wenn der Fuß wieder ganz ist, wenn ich wieder mehr so Challenges machen kann. Ich würde auch gerne mal einen Marathon säckeln, ich würde gerne mal einen High Rocks machen. Ich hätte gerne mal Bock auf so etwas. Darum, wirklich, ich habe wirklich Bock. Nein, ich habe keine Ferien, Chiara. Dann wird es hektisch. Einer der welschen Aspiranten hat einen Wadenkrampf. Putain! Scheiße. Wadenkrampf ist ganz unangenehm. Reindrücken. Darum laden wir ihn auch gerade ein. Es ist ein bisschen stressig geworden. Es war nicht nur jemand, sondern 2 Leute, die Hilfe gebraucht haben. Jemand hat einfach mega Knieschmerzen gehabt, der ist stabil, aber jemand hat wahnsinnige Muskelkrämpfe am rechten Bein. Hat sich nachher in diesem Rahmen den Kopf irgendwie noch angeschlagen. Okay. Man gehört, wie jemand gesagt hat, das ist so eine Platzwunde. Ah, was? Scheiße. Wir haben probiert, ihn in den Sanitätswagen einzuladen. Ist dann plötzlich so halb ohnmächtig geworden. No way! Ihn wieder müssen ablegen. Vor Schmerz echt, oder was? Ich messe noch den Blutdruck, nicht verschrecken. Wir messen das hier einfach so rüber. Nicht verschrecken, Chat, hä? Du kannst wieder ganz locker lassen. Ist die Tür und dann noch weiter laufen, oder? Ja, ich glaube lieber ausruhen. He? Das mit dem. Kann ich weiterlaufen? Sie verloren hat, bringen wir den Aspirant ins Spital zur Überwachung. Ja, klar. Auf die Tablette gut so geben. Da ist einfach ein Bein rein. Der andere mit einem Erschöpfungszustand kommt mit uns wieder mit. Der geht einfach pennen. Während ich mich in der Kaserne erhole, ist mein Zug Charlie immer noch auf dem Weg zum General-Wille-Haus. Der Aufstieg ist heftig. Es geht einige 100 Meter rauf, voller Einsatz von der Hey und Chat, die Frau ist immer noch dabei! Let's fucking go! Offizierinnen und Offiziere. Es ist wirklich 80% nur im Grün drin. Ja. Was die Füße machen, das ist scheißegal. Die brauchen Ja. wir nachher nicht mehr. Ist geil, macht Spaß. Kann nicht mehr weit. Macht Spaß. Sexy bleiben und lächeln, oder? Ich schwöre, das haben sie bei unserer scheiß Hambitafel auch gesagt. Lachen, Herren. Kameradschaft ist das A und O. Ja, das musste ich auch machen, den Rucksack von einem tragen. Unterstützt und mitgezogen. Das ist geil. Schau, das, und darum ist Militär geil, für die Kameradschaft. Ist gut. Einer von meinen Kameraden ist aufs Knie gefallen und hat Schmerzen. Shit. Aufgeben kommt für ihn aber nicht in Frage. Geil, Mann. Schaffen das, ja. Das beide super. Los. Kurze Zeit Charlie. später erreichen sie den Höchstpunkt. Das General-Wille-Haus ist in Sichtweite. Geil. Mehr als 2/3 der Strecke haben sie. Sehr gut. Jetzt ist einfach nur noch durch. ist immer noch rum bei ihnen. Trotz 1 am Morgen kaputt. Die laufen jetzt nochmal 6 Stunden. Los, Charlie. Achtung! 77 Kilometer. Willkommen im General-Wille-Haus. Sie haben jetzt 30 Minuten Ruhezeit. Guten miteinander. Kurzer Powernap. Wie sie stressen, Alter. Sie stressen, um zu chillen. Kamerad mit dem kaputten Knie sich verarzten. Willst du gerne weiter marschieren? Ich möchte den Marsch sehr gerne beenden. Dass es einfach irgendetwas gibt, wo ich mich abstützen könnte, vor allem für Tape. Wird relativ schwierig. Tape. Das war jetzt gerade ein bisschen surreal. Er hat kaum noch laufen und er hat einfach Krücken wollen hier am höchsten Punkt. Und das haben wir natürlich nicht. Und der wollte aber den Marsch fertig machen. Und Krücken wäre das Schlimmste, was er machen könnte. Es würde ihm die ganze Schulter und alles nehmen. Einfach jetzt schonen, aber die sind echt so motiviert. Ich glaube, da Richtig so. einfach gegen ärztlichen Rat entschieden, sage ich mal. Also Charlie, wir haben noch 24 Kilometer vor uns, dann sind wir im Ziel. Letzter Push. 24 Kilometer ist nichts, Alter. Let's go. Für Erfolg. Für den Zug Charlie gibt es kein Halten mehr. Sie ziehen es durch, Ja, check. obwohl ihre Körper leiden. Durch die extreme Belastung wird Flüssigkeit aus den Wirbelzwischenräumen gepresst. Schon jetzt ist jede und jeder da gut 1,5 cm kleiner. Das ist krass. Aber doch auch so weit, aber
Das ist jetzt einfach wirklich nur noch Kopfsache am Schluss. Die letzten 50 Kilometer, give or take, die möchten wir noch. Let's go. Richtige Einstellung. Die Sonne geht schon über dem Ziel vom Marsch auf. Die Kaserne Liestal. So, es ist 6:30 am Morgen. Ich bin absolut kaputt. Vielleicht sieht man so. Am liebsten würde ich noch schlafen. Ja, du hast gut reden, komm jetzt. Es ist crazy, was die Leiste einfach durchmarschiert. Ohne Pause. Ich habe nur so dem sind Picke gehabt. Für kleinere Notfälle. Yes, ich bin gespannt. Jeden Moment kann der Zug Charlie einlaufen. 96 Kilometer. Er beißt es noch durch. Kaputtes Knie, aber das schaffen wir. Let's go. Bringen wir ins Ziel. Jetzt sind alle locker und chillig drauf. Personen aufgrund von einem medizinischen Problem müssen aufgeben. Wir warten im Ziel auf unsere Kameradinnen und Kameraden, um sie hier alle gebührend. Die Stege nehmen ja richtig nochmal Hops. Ich bin jetzt mega gut am Mitfiebern. Auch ein bisschen emotional, weil wir uns erst seit 2 Tagen kennen, aber wir haben so zusammengeschlossen. Jö, der ist ein mega guter. Ja. Oh, der ist wirklich ein guter. Endspurt! Alle, Gandalf, alle. Komm. Zieh. Oh, ja, der Zugführer ist dort, der Leu. Oh mein Gott, sie rennen sogar noch, Alter. Jö! Jö! Überwältigt von dieser ganzen Situation kann ich mich nicht mehr zusammenreissen. Hey, du, geile Ziel! Geile Ziel! Jö, nein, oh, ich muss jetzt auch gerade rennen. Hey. Meine Kameradinnen und Kameraden für ihre unglaubliche Leistung. Boah, das ist ganz geil. Hey, herzliche Gratulation. Herzlich willkommen zurück in Liestal nach 101 Kilometern. Scheiße, Alter. Die Marschstrecke absolviert in einer Zeit von 20 Stunden. Und What? 20? Fantastische Leistung, Kameraden. Das haben Sie super gemacht. Es ist mega schwierig in Worte zu fassen. 4 Stunden schneller. Die Situation hat es gezeigt, wo ich es so gesehen habe, plötzlich wieder. Und wie ich das mitgefühlt habe, die kleine Strecke. Und dann sie da zu sehen, ist gut alles zusammengekommen. Jö, nein. Es hat mich an das Gespräch erinnert und ich habe mich so gefreut für sie. Und wirklich herzliche Gratulation von ganzem Herzen. Ja, Hut ab. Sie sind recht coole Truppe, wirklich. Jö, Mann, der ist so ein guter. Moment. Fertig ist es noch nicht. Komm jetzt. Das Resultat. Ah, ja, logisch. Für mich ist als Arzt Scheiße! Alle sind am Arsch! Alle sind am Arsch! Was ein Körper leisten kann. Aber auch zu wissen, dass wir von Natur aus eigentlich nicht für so einen Marsch gemacht sind. Blattern, Sehnenentzündungen oder Wunden. Alles Geschenke, die sicher noch länger anhalten werden. Für mich gibt es am Schluss auch noch ein Geschenk. Ein Foto mit dem Zug Charlie. Wieso muss der jetzt so schauen, als wäre der krasseste? Du doch lachen, Bro, du doch lachen, komm jetzt. Das ist eine krasse Leistung, aber lachen, Herren. Willst du noch mehr von uns sehen? Wie geil. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. W's Chat. Sehr, sehr gutes Video. Die Blattern würden mich so auseinandernehmen. Ja, es ist auch nicht ohne so eine Blatter. Mann, ich will auch wieder sportlich Zeug machen. Ich will auch wieder... Das regt mich auf. Das hat mich jetzt gerade motiviert. Morgen go säckeln, Chat. Nein, das ist dumm. Nein, Schmitter macht kein dummes Zeug. Das hat mich gerade wieder motiviert, Mann. Chat, müssen wir auch etwas planen. Gehen wir mit Community einen Marathon rennen. Das wäre geil. Community-Marathon. 20 Stunden und 53 Minuten. Normalerweise haben sie gesagt, in einer 24 Stunden muss man es schaffen, sind 3 Stunden schneller gewesen. Das ist auch noch krass.